Mostar. Der Name dieser Stadt leitet sich von Most, das heißt Brücke, ab. Brücken verbinden oder sie teilen. Die Brücke von Mostar teilt. Mostar ist also das Klein-Berlin von Bosnien. Frutti gelato, sa Roma gelato, sa Roma daje, Roma lecava. Sarajevo, das kleine Jerusalem vom Balkan. Ja, hier lebt man bunt und friedlich. In der Stadt finden Sie alles und jeden, von der jüdischen Gemeinde bis zum ausgezeichneten Kupferhandwerker. Diese Stadt scheint nie traurig zu sein. Sorry, may you help me? I have a question. Yes? What is Mahala? Do you know? Where are you from? Germany. Wir können dann in Deutsch sprechen. Ah, sehr gut. Hallo, Katrin. Adnan. Hi. Weißt du, was das ist? Mahala? Ja, also ich weiß, was eine Mahala ist. Das ist eine Mahala. Das ist ein kleines Stadtviertel. Aha. Weil früher durften die Leute nicht in Charscha leben, also wo man gearbeitet hat. Das heißt, die mussten in Mahalas leben, also in kleinen Stadtvierteln. Eine Mahala ist etwa 50, 60 Häuser Stadtviertel mit drei wichtigsten Sachen in einem Viertel. Das ist also ein Gotteshaus, eine Moschee, einen Wasserbrunnen und einen Friedhof. Und solche Mahalas gab es also überall. Also etwa 100 Mahalas hatte Sarajevo früher. Ja. Das heißt, schon über 100 Moscheen hatte Sarajevo. Und in welchem Mahala wohnst du dann? Ich wohne in Hrgića Mahala. Hrgića Mahala ist dahinter, also kann man nicht von hier sehen, aber in der Nähe, also etwa 10 Minuten von hier. Das ist also eine kleine einfaches Mahala. Und die älteste Mahala war eigentlich hier, wo dieses Platz ist, also wo diese Hochhäuser sind. Ja. Das war eigentlich Entstehung von Sarajevo. Da passiert die Entstehung von Sarajevo, wenn die Osmanier hierher kommen. Zuerst mal bauen die eine Moschee, um die Religion zu promovieren. Ja. Bis dahin war eigentlich Bosnien ein christliches Land. Und zuerst eine neue Religion zu promovieren, die bauen eine Moschee. Und hinter der Moschee haben die einen Palast gebaut.
Und so hat auch Sarajevo seinen Namen bekommen. Ja, Sarai heißt Palast, ne? Genau. Tutti frutti gelato, sa Roma gelato, sa Roma dai, Roma Lecce Valle. Tutti frutti gelato. وما علمناه الشعر وما ينبغي له. Das ist die Gazi Husrev-Beg-Moschee. Das ist die wichtigste, überhaupt die wichtigste Moschee im ganzen Land. Ja? Das ist auch der Sitz von unserem Resulema, der wichtigste Vertreter von Bosniaken, ist auch hier, sitzt hier. Wie alt ist die? Also die Moschee ist von 1531 und gehört zu dem Gazi Husrev-Beg. Also der ist die wichtigste Person für Sarajevo. Wenn er kommt nach Sarajevo, Sarajevo ist eine kleine Stadt, hat nur 3000 Einwohner, das ist Jahr 1521. Und wenn er stirbt, also 1541, Sarajevo hat über 40.000 Einwohner. Also für diese Zeit das größte Stadt. Also es gab keine größere Stadt auf dem Balkan. Ja. Er hat viele gute Sachen gemacht. Also sehr weit denkende Person war er. Und das ist das goldene Periode von Sarajevo. Das ist das goldene Zeit von Sarajevo. Und wie konnte er das ermöglichen? Also was hat er Er gemacht? war Feldherr. Er war Feldherr. Das heißt, er hatte immer Geld, aber er war auch ein sehr schlauer Mann, weil er wusste, solange er Feldherr ist, er kann Geld reinbringen. Aber er wusste, wenn er stirbt, dass er braucht etwas, was immer Geld in die Kasse bringt. Und dann macht er 100 kleine Geschäfte. Das sind die kleinen Geschäfte rum und rum. Und diese Geschäfte haben auch nach seinem Tod Geld gebracht. Das heißt, diese Stiftung gibt es auch heute. Also diese Stiftung gibt es auch heute seit fast 500, fast 500 Jahren. Also sehr wichtiges Person. لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين فولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها Bist du denn sehr gläubig? Ich bin nicht sehr gläubig, also ich habe eine andere Art von Glaube. Ich meine, ich glaube an Gott, aber ich glaube, dass Gott auch alle anderen Sachen sieht, was für ein Mensch ich bin und dass das Entscheidende sein wird. Aber natürlich, man sollte normalerweise auch beten gehen, fasten. Ich mache das nicht, aber ich helfe zu den Leuten, wenn ich kann oder solche Sachen, also die Gott auch liebt und ich glaube, das ist auch wichtig. Das heißt, du kommst in diese Moschee eher immer Ich komme so wichtige Feiertage, also wenn so Bayram ist, dann komme ich zu der Moschee, aber nicht wirklich, dass ich jeden Tag bete. Nein, das ist nicht der Fall.